Liebe Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Blutspenden ist immens wichtig, weil es rettet Leben. An der Lützeburger Gesundheitsversorgung spielen Blutkonserven eine zentrale Rolle, weil Blutkonserven zum Beispiel bei Operationen, Krebstherapien oder bei schweren Akzidenten gebraucht gehen. Die Lützeburgische Croix-Rouge steht momentan für einen großen finanziellen Defizit im Bereich der Blutspenden. Für das Jahr 2024 wird Loch auf rund 2 Millionen geschätzt. Nachdem es im Jahr 2023 schon ein Minus von 1,2 Millionen Euro verzeichnet wurde. Der Dienst von der Croix-Rouge am Domain von Blutspenden beschränkt sich nicht nur auf die Aufnahme von Blut, sondern auch die Analyse am Labor, ein Stockage und die Verteilung. Diese Mission ist wesentlich und beschäftigt bald 70 Leute. Die aktuelle Finanzierung sieht wie folgt aus. Der Staat stellt eine finanzielle Unterstützung zur Verfügung, und unter anderem für Blutspendekampagnen, aber der größte Teil der Kosten wird von den Spitälern bezahlt. CNS setzt Tarife fest, die die Spitäler für Blutkonserven bezahlen. Aber das wird seit Jahren nicht angepasst. Das führt dazu, dass Croix-Rouge den Service aus anderen Mitteln finanzieren muss, die eigentlich für andere Ziele vorgesehen waren. In dem Kontext will ich Gesundheitsminister folgende Frage stellen. War der Regierung diese Situation bewusst? Wie schlägt die Regierung vor, mit dieser Situation umzugehen? Was für Finanzierungsmodell seid mit dem Gesundheitsminister vor? Ein grosses Merci. Madame Minister. Schöne gute Morgen und merci den zwei Deputierten für das zwei Fragen. Der 24. November 2023 sind ich Blutspende gegangen. Das war 7 Tage, nachdem das Mandat angefangen hat von der neuen Regierung. Und wie Sie wussten, dass ich kommen, war mein nächster Kontakt direkt länger ging. Wir hatten direkt eine Entrevue über das Centre de Transfusion Sanguine, da sind wir hier Sorge mitgedeelt. Hier Sorge mitgedeelt, das heißt, dass sie seit 2018 eigentlich schon frohen, für dass hier Situation geregelt wird. Und wir haben uns direkt im Dossier geholt und das Dossier analysieren gelassen. Sie haben eine enorm wichtige nationale Aufgabe. Wir sind an der glücklichen Position, dass wir Self-Sufficiency bei den Blutkonserven. Und dafür danke ich großen Merci, dass ich auch heute direkt an 2 Fragen zu Spruch kommt. Für dann auf die Einzelfragen anzugehen, ja, wir sind uns bewusst, dass hier ein Problem ist und dass wir das Problem lösen müssen. Wie will man das Problem umgehen? An Term wollte man die Nationalaufgabe auch eine Nationalaufgabe lösen. Das heißt, ein Centre de Transfusion Sanguine soll an ein Etablissement public überführt gehen. Die Finanzierung bis dahin muss man auf der Lehrschule im Moment, dass am Gang am Detail analysiert zu gehen, am Kader von den Arbeiten von der Finanzinspektion. Und für 2024 hatten wir schon Budgetartikel, die geholfen haben, den Defizit zu decken. Für 2025 sind die auch vorgesehen an den einen Artikel 17.00.33.001, also sogar non-limitativ gehen. Das heißt, wenn wir der Meinung sind, dass den Defizit muss vom Staat gedeckt gehen, dann haben wir eine Möglichkeit, für den zu decken. Aber da warten wir auf die Analyse von der Finanzinspektion. Für was ist die Situation so, wie sie ist? Für was haben wir da ein Defizit? Das Centre de Transfusion Sanguine erklärt den Defizit dadurch, dass den Bass bei der Demande von Produits sanguins geht, nicht beim Blut, bei der Blutkonserve, aber bei Produkten, die aufgrund von Blut produziert gehen. Das heißt, da sind Männer Wunden da, also kriegen sie Männer Rezetten. Das heißt, da ändert dann noch nicht, wenn man einen Tarif an Blut setzen will, wenn man verkauft geht, dann deckt ein Tarif das, egal wer nicht. Den Tarifer sind auch 2018 nicht adaptiert, weil die allein nicht der Indexierung laut Code de la Sécurité Sociale und weil sie nicht der Indexierung allein erleidet auch nicht die Evaluation von den Löhnen, die geht auch nicht mit ab Betrug geholt. Negoziationen mit der CNS sind am Gange, die sind noch nicht oben angekommen, die werden in den nächsten Wochen aufgeschlossen gehen. Da decken wir da wahrscheinlich schon den Teil vom Defizit, aber nicht alles. Auf den Rest warten wir dann auf die Analyse von der Finanzinspektion.
Die Elemente, die mir geholfen haben, für die Enveloppe zu fixieren, hatte ich gesagt, dass die Evolution von der Lane, die Evolution vom Index mit nicht automatisch indexiert. Das wären dann Fragen von der Madame Berner, wo ich am Gang sind zu beantworten. Negoziationen sind, wie gesagt, Punkt 4 aufgeschlossen zu gehen. Das aber noch nicht gewusst, was dabei rauskommt, weil das wären sie schon aufgeschlossen. Dafür kann ich dazu nicht mehr sagen. Und Alternativen, ich weise nicht darauf hin, wir werden ein Projekt de loi ausschaffen für das CTS an ein Etablissement public zu verfeiern, weil wir der Meinung sind, dass das eine enorm wichtige nationale Aufgabe ist, die wir auch national müssen begleiten. Merci.